Kommt Jungs, wir machen das Goal, wir machen das Goal, wir machen das... Nein, wieso passe ich nochmal, weil es geil gewesen wäre? Guten Morgen und willkommen zu einem neuen NHL 21 Video von unserer SCB-Saison. Und heute ist es soweit, es starten endlich die Playoffs und im Hintergrund siehst du bereits den Playoff-Baum. Viertelfinals, wo wir hier haben, ist der ZSC gegen Servette, Freiburg gegen Ambri, wo Ambri bereits mit 1:0 führt. Dann kommen wir, der SCB gegen der EHC Biel und zum Abschluss Lausanne gegen Lugano und da führt Lausanne ebenfalls bereits mit 1:0 in der Serie. Das also als schnellen Überblick von der aktuellen Playoff-Situation. Und wenn du jetzt denkst, wow, geil, hey, endlich starten Playoffs, dann gib dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wenn du kein Abonnent bist, lass doch noch ein kostenloses Abo da. Und jetzt wünsche ich dir natürlich viel Spaß bei den ersten beiden Matches von der Playoff. Los geht's! Und somit herzlich willkommen zum allerersten Match. Und ihr seht, der Wang kann es einfach wieder kaum erwarten in diesem Match. Und da läuft der erste Angriff von Biel, wo wir hoffentlich gut können abwehren. Und das machen wir auch. Jetzt sind wir endlich im gegnerischen Drittel drin und wir können gefährlich angreifen und abprallen kriegen wir. Nein, Mann! Und jetzt wieder Bieler und unser Goalie, sehr schön. Und jetzt sind wir im Weg gewesen. Bieler machen das momentan sehr gut. Hey, komm mal nicht führen und jetzt können sogar noch Powerplay spielen. Das ist ganz scheiße, aber wir haben das geholt. Sehr gut. Jetzt Angriff da machen, komm. Abdrehen, nein, aber wir haben noch die Scheibe, wir haben sie noch. Und jetzt einfach mal schiessen. Wir sind ja die Mannschaft, die glaube am meisten Goal gemacht hat in Unterzahl. Und das machen wir auch jetzt. Komm, jawohl, yes, jawohl, so geil, dass die Scheibe noch so durchgerutscht ist und wir können abstauben. 1:0. Schaffen wir noch ein weiteres Goal im gleichen Unterzahl. Spiel, komm schon, nein, das kriegen wir Abpraller nicht. Wir brauchen ein weiteres Goal in dem Match, aber nicht mit so Pässe, Jürg. Aber mit so Scheibeneroberungen vielleicht doch noch, nein! So, letzte Minute im ersten Drittel. Wichtiger Save von Metzlikins. Erstes Drittel kann man doch positiv sehen und das zweite Drittel mit dem Save bisher auch. Haben wir jetzt noch Viertel gehabt, du. Nein, Goalie hebt die Scheibe. Er hebt sie und ja, es gibt noch gleichzeitig einen Boxkampf. Was ist das für eine Szene? Egal, konzentrieren wir uns da auf den Fight. Wir müssen gewinnen. Wang ist einfach, ja, für das merkt man halt schon, dass er klein ist, aber egal. Wenn ich mich da richtig konzentriere, dann kriegen wir es her. Und wir haben es hergekriegt. Jawohl, der Wang, unser Starspieler, schlägt den Gegner K.O. So, jetzt den Schwung ausnutzen von dem... Nein, nicht von wegen Schwung ausnutzen von dem Sieg im Boxkampf. Wir kassieren da den Ausgleich zum 1:1. Nein, Mann. Oh, komm. Den Feldpass nutzen wir doch gerade aus. Nein, wir nutzen ihn nicht aus. So, aufgepasst, Jürg, aufgepasst von den Bielern, die hier gefährlich angreifen. Gar nicht gut. Oh mein Gott. Wir spielen daheim, aber von dem merkt man gar nichts, außer dass unser Goalie eine Hammerleistung zeigt. Und jetzt wird es Zeit, dass auch wir wieder eine Hammerleistung zeigen, indem wir ein Goal machen. Kommen, Jungs, wir schaffen das. Wir schaffen doch das! So, jetzt mit dem Angriff holen wir uns wieder die Führung. Bistoni, mit dem Querpass, mit dem... Hey, nein! Nein, nicht kurz. Mann, das gibt's doch nicht. Doch kurz vor der Sirene kassieren wir den zweiten Treffer und sind jetzt mit 1:2 im Rückstand, nachdem wir so... Ach, Mann, nein. Jetzt müssen wir uns aber extrem konzentrieren und den Match nochmal kehren. Und das gibt's doch nicht, der Goalie hebt alles Mögliche, sogar wenn ich auch gut spiele. Weg mit dem, jawohl. Sehr schön. Und jetzt gibt's unseren Angriff. Pam. Passa, Schüsse, Kista, jawohl! Da ist der verdiente Ausgleich zum 2:2. Und das Goal ist einfach so scheiße wichtig jetzt gewesen. Scheiße, die Bieler, wieso kommen die so locker einfach immer vor unser Goal? Schön Metzlikins.
Das gibt's doch nicht, das gibt's einfach nicht. Da wird die immer wieder an die Drecksscheibe kommen und jetzt sind sie wieder am Führen. Oh Mann, nein. Ja, yes! Oh mein Gott, ich habe jetzt einfach mal die Schnorren heben, mich wieder konzentrieren und es hat es gebraucht. Direkt wieder der Ausgleich. 3:3, jawohl! Das nächste Goal, das geschossen wird, das muss einfach eines von uns sein. Es muss unser sein und der Mats Litkins macht momentan alles, dass es auch wirklich so wird kommen. Das gibt's doch nicht daher. Das gibt's einfach nicht. Das nächste Goal hätte unseres müssen sein. Aber nein, es ist das für den EHC Biel. Bulli-Goal sogar noch, Mann! Ja, jawohl, konzentrieren lohnt sich. 4:4, jetzt momentan eigentlich jeder Angriff als Goal. Leider eben auch für den Gegner. Aber das ist jetzt für uns gewesen. Kommt Jungs, wir machen das Goal, wir machen das. Nein! Wieso passe ich nochmal, weil es geil gewesen wäre? Aber jetzt mit dem Angriff, zack, hier abdrehen. Jetzt passen und nicht schiessen, nein, daneben. Wir sind in der ersten Overtime, könnten an sich Powerplay spielen, aber Biel hat Scheibe, aber nicht mehr. Jetzt konzentriert Jürg. Jawohl. Pam! Nein! Wieso kommt der Pass nicht an? Das gibt's doch nicht. Die Biel bleiben immer an dieser Dreckscheibe. Nein! Nein! Schön, Goalie! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Jetzt haben wir auch das Glück. Es sind irgendwie immer wieder an der Scheibe geblieben. Und am Schluss machen wir das Goal. Und das war das entscheidende Goal. Wir gewinnen den ersten Match der Playoffs nach Overtime mit 5:4. Yes, so geil! Spiel Nummer 2 kann beginnen. Kommen die unter Wang. Der ist einfach so ein ungeduldiger Sieg immer am Bull. Das gibt's doch nicht. Aber jetzt den Match dürfen wir nicht mehr so spannend machen. Den müssen wir vorher entscheiden. Es wird jedoch schwer, denn Biel spielt logischerweise daheim und geht mit ihrem ersten Angriff auch gerade in Führung, weil ich Scheiße wieder einmal verteidigt habe. Mann, nein! Biel könnte das erste Goal schießen, solange wir am Schluss gleich immer noch ein Goal mehr haben als sie, dann ist mir das scheißegal, wer das erste Goal geschossen hat. Oh, Fehler. Das müssen wir ausnutzen, aber wir nutzen es einfach nicht aus. Jetzt kann der Pass kommen, jawohl. Passa, Schüsse, Goal, jawohl! Gegen Biel funktioniert das absolut perfekt. Ausgleich zum 1:1. Komm, tätschen der sich. Scheiben erobern, jawohl. Wir sind allein, aber... Nicht. Kommen. Zack, Passa. Okay, dorthin, aber rechts oben rein und somit 2:0. Pass ist nicht so cool, wie es sich mir denkt. Aber durch das ist es noch besser gekommen. Wir führen jetzt mit 2:1. Wir haben jetzt eine 1-Tore-Führung. Wir wollen aber natürlich eine 2-Tore-Führung. Für das sollten wir auch aufs Goal schiessen, aber ich komme einfach nicht dazu. Jetzt. Ja. Ach, Scheiße, Mann. Jetzt im zweiten Drittel können wir aber die Führung sicher ausbauen. Wir können es, aber nicht so, Jürg. Wir sind aber bereits wieder im gegnerischen Drittel drin. Das ist gut. Jetzt kommt der Schuss und der geht direkt auf den Goalie. Achtung, Bieler haben sich wieder formiert, aber wir können sie dahinter fürs Erste und fürs Zweite verschiessen. Und fürs Dritte, was wird das sein? Ein Goal für sie oder ein Goal für uns? Komm schon, aber muss unser Goal sein. Das gibt's nicht, der Goalie pariert das. Oh, jetzt wieder konzentrieren. Bieler tun da extrem stark angreifen, schön dazwischen. Das ist jetzt unser Konter. Und der Konter wird verwertet. Jawohl, 3:1. Endlich einmal eine 2-Tore-Führung. Oh mein Gott, das könnte einen Angriff geben, der wieder zu einem Goal führt. Oder nein, Mann. Leistungssteigerung im Vergleich zum ersten Match ist ganz klar da. Aber das Verteidigen ist immer noch gleich scheiße. Und weil das so scheiße ist, kassieren wir genau dann, wenn ich darüber rede, natürlich ein Goal zum 2:3. Mann, nein. Okay, wir haben wieder ein blödes Goal kassiert. Aber wir werden ein weiteres Goal nochmal... Nein, wir schiessen kein weiteres Goal in diesem Drittel. Also werden wir im letzten Drittel weitere Goal schiessen. Aber zuerst heisst es wieder mal ein Goal verhindern. Und das machen wir auch. Ich will wieder die 2-Tore-Führung haben, aber momentan komme ich einfach nicht Führung. Beziehungsweise bin ich die ganze Zeit mit Abwehrarbeiten beschäftigt. Oh mein Gott, jetzt aber.
Komm, passen, schiessen und daneben schiessen. Junge, was läuft mit dir? Nein, kein Goal. Merz Lickins, jawohl, wichtiger Save. Unterzahlspiel, Bulli wird gewonnen, sehr schön, Pass geht über ihn. Also ihr wisst ja, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt ein Unterzahlgoal, weil wir in Unterzahl spielen. Also das ist doch ganz... Hey! 4 gegen 4 auf dem Eisfeld, das ist etwas, was an sich unser Vorteil sein sollte. Und es ist auch unser Vorteil. Mit dem Doppelquerpass wird der Goalie ausgespielt und wir erzielen es 4:2. Jawohl! Wir haben die Bieler einigermaßen. Nein, wir haben sie nicht im Griff. Wir haben sie überhaupt nicht im Griff. Wir kassieren sogar noch eine weitere Strafe, bzw. eine Penalty wahrscheinlich jetzt. Und so ist es auch. Bitte Merzlikins, hebt er. Und er hebt ihn. Mit Glück haben wir da kein Goal kassiert. Das machen wir jetzt aber nicht mit Glück, sondern mit Können. Ein weiteres Goal. Nein, machen wir nicht. Aber die Zeit läuft gegen Biel, ganz klar. Hey. Sowas von klar. Und auch der Safe war klar gewesen. Und auch wieder, dass wir die Scheibe weiterspielen. Und jetzt haben wir sie. Pam, ins leere Goal. Jetzt ins leere Goal. 7,4 Sekunden vor Schluss machen wir den Sack endgültig zu. Okay, auch beim 4:2 ist es schon so gewesen. Jetzt jedoch mit dem 5:2 endgültig. Hauptsache, zweite Match, zweite Sieg. Und da siehst du jetzt unseren Vierer, zweite Match, zweite Sieg und somit 2:0 Führung in der Viertelfinal-Playoff-Serie gegen den EHC Biel. Und nicht nur wir führen mit 2:0, nein, auch Genf Servette führt gegen den ZSC mit 2:0, sowie Lausanne gegen Lugano, wo auch 2:0 führt. Lediglich Freiburg gegen Ambri, dort steht es nach 2 Matches 1:1. Auch wenn jetzt hier der Playoff-Baum für 3 von 4 Partien an sich schon eine deutliche Sprache, könnte man meinen, sagt, wissen wir alle. Bei den Playoffs bedeutet das gar nichts, da kann alles noch Mögliche passieren. Und was genau noch zukünftig wird passieren, das erfahrst du in der nächsten Folge. Also nicht vergessen, meinen Channel noch kostenlos abonnieren und das Glöckchen aktivieren, damit du dann die nächste Folge auch ja nicht verpassen willst. Denn für heute sind wir am Ende angekommen. Ich danke dir fürs Zuschauen und hoffe wirklich, dass es gefallen hat. Jetzt, wie erwähnt, sind wir am Ende angekommen. Ich bin somit draußen und wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!